Aus Gutheit hat Tina der Leni eine falsche Medizin gegeben. Und die liegt nachher wegen den eine Woche lang bewusstlos im Spital. Und wegen den wird Tina nachher von Michi bei die Schande angezeigt. Josie lässt mit ihren Vater nur einen Dracherstein, vor dass er heimfliegt. Der Pfarrer verschlaft zu der Pfingstmesse und drum wird er als Pfingstochs mit dem Schubkarren durchs Dorf gefahren. Margot möchte ihren preisischen Alten zum Purzeltag ein Standal spielen und lässt sie wegen den heimlich von Lorenz beibringen, wie man ein Alphorn bläst. Ihre Alter kommt aber bald dahinter. Am Vogelhof wird der Gockel vor einem Fuchsen gefressen und das Bärli kauft einen Neichen und einen Hummerl gefällt er. Aber der ist bald so flach als wie der Teller, weil der Bullock, der war schneller. Den Gockel, der wo ein Hummerl nur besser gefallen hätte, hat ja der Lorenz kurz davor weggeschnappt. Aber den gewinnt ihm der brutale Mörder vom Vogelhof mit Karteln ab. Und das Hummerl freut sich erst wieder schön Kine. Der preußische Kölner lässt unversehens ein Zahnbürstel ins Häusl reinfallen und fischt's wieder raus und glaubt, dass das der Sarah das seine ist. Aber dabei hat sie jetzt schon der Margot sein preußischer Reuter seine Zentner mitputzt. Dem ist es aber wurscht. Der Sascha spielt mit seiner preußischen Enkeltochter und schlaft ein dabei und wird während von ihrer in der Fratzen angeschmiert. Margot stellt im Standl ein paar Bücher zum Lesen auf und verkauft einen selber bachenden Kuchen. Aber das ist seinem preußischen Alten überhaupt nicht recht.